Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu der sechsten Folge, ist es glaube mittlerweile, von Towncraft. Ihr fragt ja bestimmt, warum stehe ich da so vor unserer Mine? Ich habe doch letztes Mal gesagt, wir machen den Enchantment Room. Ja, was wir definitiv dringender brauchen als Enchantments sind Diamanten und Eisen und vielleicht noch ein bisschen Gold. Auf jeden Fall Diamanten. Und für das brauchen wir eine Mine. Und die Mine werde ich ausheben. Und dann fange ein bisschen anfangen Mine. Ein bisschen Level bekommen und dann sehen wir uns eigentlich schon wieder. Das war nur der Anfang, weil ich jetzt unbedingt wieder anfangen, weil ja, es regt mich ein bisschen auf. Ich habe eben oben bei der Fischfarm habe ich ein paar Level und so bekommen. Darum habe ich auch da verzauberte Chestplate und so. Aber, weil wir keine Diamanten mehr haben, kann ich weder irgendetwas reparieren, was ich da habe, noch kann ich irgendetwas neu verzaubern. Darum brauche ich, darum muss ich jetzt die Fortune 2 Pick nehmen, um ein bisschen rumgraben. Einfach weil ich Silk Touch nicht aufbrauchen. Ja, auf jeden Fall, das geht da runter. Da ist ungefähr einmal der Weg vorbereitet. Und wahrscheinlich werde ich es mit Half-Slabs machen, das ist wieder ein bisschen flacher. Und wir sehen uns, wenn ich das ungefähr habe, denke ich mal. Was fällt euch an dieser Kiste auf? Genau. Wir haben extrem wenig Kohle und wieder ein paar Diamanten und Eisen. Und das verdanken wir ganz allein unserer neuen Mine. Ich habe mich dazu entschlossen, aua, ja, das treffe ich nie. Das tut meiner Rüstung auch nicht gut. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir das mit der Kohle durchziehen, mit Kohleblöcken. Und das machen wir ganz bis ganz. Ganz bis ganz aber. Ja, das ist ein super Satz gewesen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sind es ein bisschen viel Fackeln, aber es geht noch, finde ich. Es gibt einen relativ geilen Effekt. Wir gehen aber bis auf Level 11. Also, es ist Kopfhöhe 12, Fußhöhe 11. Da unten haben wir einen kleinen Raum mit Kiste, Furnace und Crafting Table. Einmal das Bett. Eigentlich will ich da noch ein anderes Bett nicht tun, aber dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Und vielleicht wisst ihr jetzt auch, warum das so viel Kohle gebraucht haben. Ich habe schon einmal angefangen, zwei Schächte habe ich schon graben. Ich mache es einmal immer so, 3 Abstand, weil eine Ader von Blöck ist normalerweise mindestens 2 mal 2. Theoretisch 2 mal 2. Wenn man Pech, also Schlusszeichen Pech hat, geht man direkt in eine rein. Das heißt, man hat dann da quasi so ähm, 2 noch und halt da wo man ist, hat man dann 2, je so von der Höhe her. Oder 4 halt. Und die Chance, dass nachher nebendran nochmal etwas ist, ist hure gering. Und wenn was dann neben wäre, dann hat man da, schneidet man das quasi gerade an und man will es auch noch sehen. Und darum hat man somit eigentlich ziemlich alles abdeckt. Also ich wüsste jetzt nicht, was man könnte verfehlen, außer dass vielleicht eine Mine, wo so da oben reinkommt, oder einfach ein Block, was nie passiert, glaube ich. Also ich glaube, der Spawn-Algorithmus für Erz ist wirklich so mindestens 2 mal 2. Oder da 2 und nachher so diagonal 2. Aber es ist mindestens quasi so ein 2 mal 2 mal 2 Würfel, wo gebraucht wird. Und das decken wir da definitiv ab. Und das wird so weitergehen. Normalerweise gehe ich 100 hindern, beide richtigen. Das ist eine relativ gute Größe. Da habe ich auch schon angefangen. Aber bin nicht weit. Und ja, mit dem haben wir ein paar Diamantenerz bekommen und die 30 Diamanten, die wir dort oben haben. Und noch ein bisschen Kohle, die ich auch schon wieder die verbraucht habe. Da. Ich habe ziemlich viel Kohle gebraucht. Also wir haben sicher, was würde ich sagen, 5 bis 6 Stacks Kohleerz verbraucht. Was relativ viel ist. Ich bin mir auch noch mal überlegen, ob es vielleicht geil wäre, wenn man quasi das hier zu Kohle würde machen. Das heißt, das da wäre so ein halber Kohlering und die andere Richtung auch. Und nachher von da aus wäre noch eine Redstone. Aber da muss ich halt noch schauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet.
werden würdet, whatever, das kann man eigentlich wegnehmen, weil das haben wir jetzt. Das ist unsere Mine. Ich bin froh, dass wir das endlich haben, damit wir ja, genug Zeug bekommen. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe da die Lampe, also ja, es sind Glowstone-Dinge, die von oben abhängen. Ich finde es besser, als wenn es so an der Seite ist, obwohl es jetzt da ein bisschen kahl wirkt. Da müsste ich vielleicht noch etwas machen. Aber es ist dafür ja ein bisschen besser als zum Beispiel da so ein Vierer-Ding oder da von oben nach runter. Und was ich jetzt noch machen werde, ist erstens mal zeige ich euch noch kurz, was wir beim Fischen bekommen haben. Wir haben nämlich, tada! Also abgesehen davon, dass wir jetzt Sättel haben, ich nehme mal 3 mit, weil ja, der eine Esel ist leider gestorben oder weg oder whatever, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist vertrunken unter einem Seerosenblatt, was relativ tragisch ist. Aber ja, und wir haben einmal das Enchanted Book, Protection 3, Unbreaking 3, Feather Falling, das werde ich auf meine Diamanten Boots tun, definitiv. Sharpness 3, Aspiration, da muss ich mir überlegen, je nachdem, werde ich es vielleicht aufs Schwert tun oder auf den Helm. Und dann haben wir noch einmal Aqua Affinity, da werde ich definitiv auf den Helm tun. Und wir haben noch ein paar Bögen bekommen, unter anderem den, den ich kombiniert habe, der Power Bow. Also Power Bow, irgendwas. Ich kann dich renamen einfach einmal, weil ich werde wahrscheinlich nicht öfters neue Bogen mir holen, vielleicht irgendwann, wenn ich mal das Projekt Superbogen habe. Ähm, ja, und noch ein paar Fischrouten und ein Haufen Fisch. Also ich sehe auch da, wow, wir werden nie mehr hungern müssen. Und Name Tags, also wir können jetzt auch bald einmal unseren kleinen lieben Silberfisch zu unserem Sklav machen. Okay, nehmen wir mal einen Saté. Einer von denen habe ich glaube schon zugerittet. Der ist aber nicht so ganz. Reite dich, lade dich zuritten. Wow, ganz ruhig brauner. Oder so ähnlich. Ja, komm, das ist ja nicht so eine Kunst, oder? Warte, du musst nicht breakdancen. Verdammt nochmal. Ah ja, da wäre eigentlich unser Esel gewesen. Ich glaube, er ist da unten kläglich versoffen. Da machen wir einfach mal so. Äh, RIP. Ja, es ist tragisch. Und wir können nichts machen. Aber dafür richte ich dich jetzt zu. Komm schon. Ah, du liebst mich, hast du gewusst. Dann machen wir mal einen Sattel und wir können jetzt endlich Rösser reiten. Nice. Aber wir können glaube ich nicht weg. Dass wir, ja, nein. Weißt du, wir können die Leine so nicht kaputt machen. Aber wenn irgendwo ein Ross mal hängen bleibt und du quasi. Wieso bestimmt wurde? Ja, du bist kein Strauß, da weißt du, oder? Aber wenn irgendwann einmal so das Ross irgendwo hängen bleibt und du es an der Leine hast, ja, dann bricht die Leine sofort ab. Ja, du hure Esel. Komm schon. Ja, ich weiß, dass du ein Esel bist. Sollst du nicht irgendwie IA machen oder so? Ja, ist gut. Geht ja, wow. Der aber lang gedauert. Komm schon. Liebe mich. Liebe mich. Aha. Ah, jetzt endlich. Juhu. Nummer 2. Den werden wir brauchen für, da haben wir eine Kiste. Können wir nicht, können wir da. Okay, also, Moment, das ist die Armor. Und bei dem Esel können wir, glaube ich, eine Kiste dran tun. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen wir uns noch ein Multier machen. Das machen wir. Wie im richtigen Leben auch, liebe Kinder, bitte aufpassen. Ein Esel mit einem Ross kreuzen. Ja, da wir beides haben. Okay, wir könnten in dem Fall, also, darum habe ich 2 Esel mit genug gehabt. Oh, wir haben den schon. Ah, das ist, glaube ich, der, den wir schon hatten, genau. Wir können zwar unseren Esel nicht vermehren, weil, ja, wir haben ja leider keinen zweiten Esel mehr. Aber ist es überhaupt ein Esel?
Ups. Donkey. Ja, ist ein Esel. Glaube ich. Aber wir können unsere Rösser vermehren. Müssen dann mal noch schauen, ob wir. Ich glaube, wir nehmen zwei verschiedene Rösser. Also für uns quasi. Einmal ein schnelles und einmal ein starkes, also eins mit viel Leben, wie zum Beispiel der Tunde. Es gibt eine, wo zwei volle Lebensleisten hat, das wäre perfekt. Aber das ist wieder das Projekt für eine andere Zeit. Rip Donkey, Eseli. Nehmen können wir noch eigentlich auch ein, irgendwann einmal. Aber, wieso kann ich da rauf? Wir werden, naja, ich würde sagen, ja, nachdem ich ein Weile mit mir selber beraten habe, mit anderen Worten, ich habe kurz mal geschaut, wie viel das ich schon aufgenommen habe, habe ich gesehen, dass ich doch noch Zeit habe für den Enchanting Room. Es wird wahrscheinlich ein 3x3 Eingang, so dass die da oben kommen weg. Und es wird nachher einfach da so ein Balken drüber sein, 3x3 Eingang. Und ähnlich wie das da hier, halt schmaler. Und ich werde mal das Enchanting-Zeug von unten aufholen und den ganzen Raum da ausheben. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das habe. Und dann schauen wir weiter. Ich würde aber sagen, das ist es für die Folge. Weil wir haben zwei relativ coole Sachen gemacht. Und ja. Ja, ich glaube, ich habe es wieder mal ein bisschen übertrieben. Also. Das hier ist unser Enchanting Room. Quasi. Und ich habe mir gedacht, wäre es nicht geil, wenn wir noch irgendetwas zusätzliches hätten. Und das ist, wie soll ich sagen, ein Spiegel in ein Paralleluniversum. Es klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber angenommen, wir nehmen das mal kurz weg. Ich sehe noch gerade, was ich meine. Und zwar, wenn man da durchschaut, sieht das exakt genau aus wie das dort hinten. Einfach in dunkel. Und das Einzige, was noch fehlt, ist eine Hex. Und ich habe vor, die Hex da zu platzieren. Für das sind auch die Dirt-Dinger und Schienen. Und sie bekommt einen Name-Tag, der heißt You Will Die, weil, ja, Name-Tags sieht man einfach. Also man sieht halt, wie sie genamed ist. Und das ist halt ein bisschen doof, darum nenne ich sie You Will Die. Das heißt quasi, das ist das, was sie sagt. Und ich habe, also erstens mal Letter zu bekommen, ist nicht so einfach. Das heißt, ich habe einfach nur das gemacht, was man sieht. Dass man da durchschaut. Man sieht nur die zwei Bücher und wenn man da durchschaut, sieht man nur die zwei Bücherreihen, Bücherregalreihen. Das heißt, die hier habe ich nicht müssen bauen. Dahinter geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter. Und da hinter dem Glas ist einfach noch Stein. Und da hat es auch nichts und da ist auch kein Wasser und gar nichts. Da hätte ich, eigentlich sollte ich Wasser rein tun, aber das wäre ein bisschen zu fröhlich. Lava kann ich leider nicht, wegen, ja, Holz und so. Darum habe ich mir überlegt, ja, es ist vielleicht einfach gar nichts dort. Ich meine, in der Paralleluniversum könnte es sein, dass es kein Wasser gibt. Und das ist zwar ein bisschen doof für die Hacks, aber ja. Es könnte ja sein, dass es einfach, ja, einfach Moor ist. Und jetzt das Einzige, was ich noch brauche, ist eine Hex. Ich habe vorhin eine gehabt. Dann bin ich da hin, wollte verzaubern und also das Nametag umbenennen und dann da hin und sie ist wieder weg gewesen. Ja, das ist super gewesen. Und darum werde ich jetzt mein Minecart schnappen. Wir gehen nochmal kurz schauen, bei einem im Hexenhaus ist. Falls ja, können wir gerade dabei sein und... Oh Gott. Falls nicht, werde ich mich wohl zurückmelden. Ah ja, ich habe übrigens noch einen Dungeon gefunden. Wir haben jetzt ein Ross mit Eisenrüstung und irgendwie, ja, hebt das Ross nicht so ganz. Also irgendwie sind die Leine weg. Weiß nicht wieso. Äh, Hexe. Oh, wow. Wow.
Junge, pass auf, was machst du? Aua. Okay, ja, da passiert jedes Mal. Wieso bin ich schon wieder nicht mehr vergiftet? Hör auf, Slowness ist ganz ungünstig für mich. Aber mitkommen sollst du trotzdem. Und put 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 put. Und put 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 put. Ich weiß nicht, ob es nur im neuen Snapshot ist. Aber ich glaube, dort können Zombies, und ich weiß nicht, ob Hexen das auch betrifft, Schienen nicht überqueren. Das ist leider bei uns noch nicht so, oder ist nicht mehr so. Ich weiß es eben nicht, wenn das genau war und wenn nicht. Ich glaube, es ist wirklich im neuen Snapshot. Und darum muss ich sie quasi. Ja, komm. Ah, Experience. Darum muss ich sie quasi im. Sagen, im Minecart low. Schienen mache ich weg. Und ich hoffe, man sieht es nicht von außen. Ich meine, der Verzauberungstisch ist zwar im Weg, aber wer weiß. Kommt rein. Ich weiß, du willst es. Vielleicht läuft es einfach rein. Wenn wir Glück haben, schon. Und... Nein, 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 das ist der falsche Weg. Gang da rein. Nein, du sollst nicht suffocaten. Nicht suffocaten. Und nicht mich angreifen. Wieso? Hast du dich selber vergiftet? Okay, wir gehen da rein. Jetzt hör doch mal auf. Die haben aber auch Schadenstränke, das ist äußerst unangenehm. Mal mit. Steht schon wieder dort. Könntest du bitte mitkommen? Oh Gott. Das ist wirklich so eine Sache mit Monster. Es sollte uns vielleicht jetzt kein anderes Monster verloren. Ja, ich glaube, ich melde mich wieder, wenn ich die Hex eingefangen habe. So, wir haben einmal Hexe zum Mitnehmen. Ich habe es doch noch geschafft. Jetzt sind wir da vorbei und schauen, dass sie uns nicht. Ja. Danke, das brauche ich jetzt gerade noch. Gang weiter, los. Du bringst mich jetzt nicht um. Creeper. Ich hasse Hexe. Es ist a pain in the ass, würde ich jetzt mal sagen. Es ist fast schlimmer als ihr Creeper. Da hast du es. Gut. Nehmen wir das Dog Tag. Ja, danke schön. Und nehmen sie. You will die. Sie hat uns nicht getroffen. Wow. Und jetzt müssen wir sie irgendwie wieder auf die andere Schiene bringen. Da. Ja, aua. Dankeschön. Ja, dankeschön. Jo, das ist ganz nett. Ja, solange irgendwas solange ich irgendwas vor der Kamera mache, ja, funktioniert es nicht. Drum mache ich das ohne Kamera und wir sehen es wieder, wenn sie schön hinter Glas verschlossen ist, hinter einem Zaubertisch. Schaut mal, wer dort hinten ist. Ich weiß nicht wieso, aber gegen Schluss hat sie mich überhaupt nicht mehr angegriffen. Also ich bin neben ihr gestanden und dann so. Nicht. Und vielleicht liegt es daran, dass ich sie mal in einem Block drin hatte, also so ein Glasblock. Und das hat es nicht updated, oder ich weiß auch nicht, auf jeden Fall. Sie ist immer noch in Minecart, weil sonst würde sie davor laufen. Aber ich habe es um eins abgesetzt mit einem Half Slab. Und jetzt sieht es so aus, als würde sie uns genau gegenüberstehen. Ich finde, das sieht so geil aus. Einfach so, als hätte man das Fenster in eine andere Dimension. Und wir sind da. Oh, wow, hey du. Es ist wie, als hätte man quasi so einen Spiegel, wo einem seine innere Seele zeigt, wo miserabel und böse und reich ist. Ach ja. Also ich habe es wirklich ein bisschen übertrieben mit dem, ja, mit dem Mini-Enchantment-Raum, wo gegen Kinder sehr viel größer ist. Aber ich finde, es sieht einfach geil aus. Hure episch.
Aber, das ist gsi für die... Ah nein, Moment. Etwas habe ich noch. Und zwar, wir haben jetzt Longfall Boots, Featherfalling 4, Unbreaking 3. Theoretisch sollte ich da können runtergumpen, ohne dass es mal was... Also, es macht schon was. Aber ich sollte nicht sterben, wenn ich es vorher gemacht habe, wo ich die Lampe da aufgehängt habe. Ich finde, die geben dem noch einen nice Touch. Mal schauen. Ja, super. Und wow, die können nicht immer kaputt dabei. Okay, das ist interessant. Auf jeden Fall, das wäre es für die Folge. Hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt einen Kommentar drunter, wenn ihr es gefunden habt und was ihr sonst noch für Ideen habt. Zum Beispiel Dekorationen kann ich immer Ideen gebrauchen. Da zum Beispiel bin ich nicht ganz zufrieden mit diesen Lampen. Sagt mal, was ihr von dem haltet. Und natürlich, wenn ihr auch einen Gruß an unsere liebe Hex richten. Man sieht das Nametag nicht, wenn man durch Glas schaut. Das heißt, ich hätte es können Bitch nennen oder was auch immer, man will es nicht sehen. Aber, ja, es ist ein bisschen gruselig, ich gehe jetzt da weg. Das wäre es definitiv für die Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Towncraft. Tschüss!